Sie sind ja schon da. Wir fangen auch gleich an. Aber sagen Sie mal, haben Sie das auch schon mal erlebt, dass einer, wo Sie denken, der ist schon längst bei den Fischen, dass der Ihnen eine Ansichtskarte schickt? Ja, nun mal keine Angst. Wir fangen ja auch gleich an. Aber ich muss das mal loswerden. Also, gucken Sie mal hier. Das ist der Fujiyama. Und auf der anderen Seite steht, liebe Elfriede, die Geishas sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Viele Grüße, dein Willi. Also ich kenne nur einen Willi, der mal in Japan war. Und das war Willi Niebuhr aus Pinneberg. Aber der ist schon vor ein paar Jahren mit seinem Schiff im Bermuda-Dreieck abgegluckert. Ich habe nie wieder was von ihm gehört und nun kriege ich heute diese Karte. Ich hatte schon gedacht, mich will jemand auf den Arm nehmen. Aber nee, hier, die Marke ist echt, der Stempel ist echt. Na und denn die Klaue von Willi, die ist ganz echt. Die kenne ich noch aus der Schulzeit. Naja, ich habe auch mir überlegt, vielleicht hat Willi das ganze Jahr selbst gedeichselt. Wissen Sie, dass der vielleicht ganz hier in der Nähe sitzt. Und wenn ich mein sitzen, dann meine ich das auch so. Wie ich drauf komme? Naja, dann gucken Sie sich das Stück heute Abend mal an. Dann werden Sie schon merken, warum ich bei Fujiyama gleich am Fuhlsbüttel denke. An Santa Fu, unsere Strafanstalt in Hamburg. Naja, wer da brummen muss, dem ist auch nicht angenehm, wenn die Leute alle wissen, wo er ist, nicht? Und so haben eben auch Karl Brammer und seine Frau Mary, das sind die Hauptrollen heute in diesem Stück, die haben sich eine ganz schöne Geschichte ausgedacht. Die Sache hat nur einen Haken, man kann schließlich nicht an alles denken. Und so können Sie sich vorstellen, dass Sie heute einen vergnüglichen und schönen Kuddelmuddel zu sehen kriegen. Viel Vergnügen, denn bis denn. Ach, das war mal wieder ausgezeichnet. Ja, nichts geht über ein schönes Frühstück, ne? Und nirgendwo kann man so gut speisen wie hier im Blauen Peter bei solch einer schmucken Wirtin. Bei so einer charmanten Wirtin. Aber meine Herren, nicht so viel Süßholz, schon am frühen Morgen. So, ich gebe einen aus. Na nu, ist denn heute was los? Was sollte hier wohl los sein? Geburtstag etwa? Muss es denn gleich Geburtstag sein, Herr Alter? Unsinn. So, zum Wohl, meine Herren. Ja, der Mann, Prost. Prost. Oh. Tippe doch auf Geburtstag. Sie irren, Herr Alter. Und wenn es doch stimmt, kriegen wir noch eine Runde. Frau Brammer! Frau Brammer! Frau Brammer! Frau Brammer! Frau Brammer! Frau Brammer! Ich bin zurück, Frau Brammer. Na, alles gekriegt, Uli. Moin. Moin, Uli. Ja, und den Postboten konnte ich auch gerade noch erwischen. Sind eine Menge Glückwunschkarten dabei, Frau Brammer. Glückwunschkarten. Stil doch, Uli. Und diese Blumen schickt Ihnen mit herzlichsten Glückwünschen zum Geburtstag Frau Fleischermeister Krause. Schön, schön, Uli. Legen Sie die Post auf die Theke und stellen Sie die Blumen gleich ins Wasser. Frau Brammer, ich nehme die grüne Vase im Wohnzimmer, ja? Uli! Ja, Frau Brammer. Die hier. Oh Gott, Frau Brammer. Frau Mary hat also geschwindelt. Muss daher noch mal zur Flasche greifen. Ja, ja. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Meine liebe, verehrte Frau Mary, nehmen Sie meine herzinnigsten Glückwünsche entgegen. Dasselbe von mir, meine hochverehrteste. Danke, danke, meine Herren. Aber wozu so ein Hallo, wenn eine Frau in meinem Alter Geburtstag hat? Na, wie können Sie schon vom Alter reden? Sie sind und bleiben ein Charmeur, Herr Menk. Trinken wir also auf das Wohl unserer liebreizenden Wirtin vom Blauen Peter. Zum Wohl, meine Herren. Prost. Prost. Und zum Geburtstag bekommen Sie auch einen Kuss. Oh nein, danke, das muss nicht sein. Von einem alten Hagestolz wie Ihnen. Das ist Ihnen aber gegeben. Doch. Erlauben Sie mir, was ist Ihr Mann denn gewesen, als Sie ihn vor 3 Jahren geheiratet haben? Na, na, ein bisschen knackiger als Sie war er schon noch. Ja, und ein bisschen flink ist der Karl Brammer heute noch als Sie. Ach, wo steckt er denn eigentlich?
Mein Mann Ja. macht seinen täglichen Spaziergang am Hafen. Sagen Sie, liebe Frau Mary, hat er sich denn auch tüchtig angestrengt, um seiner liebreizenden Frau ein schönes Geburtstagsgeschenk zu machen? Er hat noch gar nicht dran gedacht. Na nu, er ist letzte Zeit überhaupt so zerstreut. Nicht? Ja, der ist mit seinen Gedanken immer woanders. Weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Seit der alte Kapitän Kuhlmann hier war, ist mein Kuddel nicht mehr zu gebrauchen. Der hat ihm nämlich den Floh ins Ohr gesetzt, wieder bei ihm als Koch zu fahren. Mensch, Frau Mary, lassen Sie ihn doch reisen. Ja, wenn er partout wieder nach See will, können Sie ihn sowieso nicht halten. Ach, und ich soll hier in der Kneipe alleine sitzen. Alleine? Unser einzigster Auto da. Und wenn Sie, liebe Frau Mary, sich mal Sorgen um Ihren Karl machen, werde ich Sie jederzeit nach besten Kräften zu trösten wissen. Um Ihren Trost bin ich auch gerade noch verlegen. Da hören Sie es, Menk. Oh, ich muss ins Kontor. Erwarte einen dringenden Anruf. Ja, ich muss auch meinen Namen. Nun, liebe Frau Mary, was habe ich zu zahlen? Jeder der Herren 2,80 Mark. Nee, Herr Alltag hatte ja noch einen Brathering. 2. 2? 2. So, Zusammen 4 Mark. stimmt so, der Rest ist für Danke. Freund Uli. So, setzen Sie es auf meine Rechnung, ja? Wird gemacht. Liebe Frau Mary, darf ich Sie morgen auf den Neptunball einladen? Ja, bitte tun Sie uns den Gefallen. Sie werden sich köstlich amüsieren. Ach, ich würde ja so gern. Aber mein Mann ist nun mal nicht für sowas zu haben. Ja, aber das ist doch eine Veranstaltung vom Hafenbetriebsverein. Da sollte sich der Karl ruhig mal sehen lassen. Ja, und da geht es übrigens hochanständig und vornehm zu, Frau Mary. Ja, und wenn Ihr Karl keine Lust hat, dann werde ich mich eben liebevoll um Sie kümmern, nicht wahr? Und dann kommt dieser hier. Ei, Maria, Maria aus Maria. Tschüss, Frau Mary. Was der alte Hahn sich einbildet. Von der Sorte gibt's noch mehr. Oh, Augenblick mal, Frau Mary, Sie haben da was überm Auge. Vorsicht, nicht wischen, nicht wischen. Kommen Sie mal eben hier. Schließen Sie doch bitte mal eben die Augen. Verrückter Kerl. Habe ich Ihnen doch versprochen. Und sein Wort muss man halten. Und ich verspreche Ihnen, das nächste Mal kriegen Sie ein paar hinter die Löffel. Was ist denn nun los, Menk? Ja, ich komme ja schon. Tschüss, Frau Mary. Tschüss. Sie hatte die Löffel verlegt. Diese alten Knacker. Je oller, je doller. Frau Brammer, Frau Brammer, Frau Brammer, Frau Brammer. Ja, Uli? Soll ich die Gratulationskarte dran stecken lassen? Ja, ist besser so. Ach ja, ich hätte noch eine Bitte, Frau Brammer. Ja. Ob ich wohl heute Nachmittag mir ein Stündchen frei nehmen kann? Wollen Sie wieder ins Kino, Uli? Nee, Frau Brammer, zur Kriminalpolizei. Na nu, was haben Sie denn mit der Kripo zu tun? Tja, also bevor ich hier bei Ihnen die Stellung angetreten habe, da habe ich einen jungen Herrn kennengelernt. Aha. Und? Oh, das war eine ansehnliche Erscheinung, Frau Brammer. Ist früher als Steward zur See gefahren. Tja, und der war immer so... so aufmerksam zu mir, so nett und so... Lieb. So können Männer sein, wenn sie wollen. Ich habe mich auch gleich mächtig in ihn verknallt, Frau Brammer. Oh. Den Fehler machen wir Frauen ja fast alle. Ja, und weil ich mir ja so gern einen Radioapparat anschaffen wollte, hat Adrian, so heißt er nämlich, Adrian Pott. Ja, also da hat er gesagt, dass er mir ein fast neues Gerät zum halben Preis besorgen könnte. Und Sie haben ihm das Geld sicher schon im Voraus gegeben. 200 Mark, Frau Brammer. Und Ihr Herr Pott ist Ihnen damit durch die Lappen gegangen. Also seit der Zeit hat er nichts mehr von sich hören lassen. Aber haben Sie denn seine Adresse nicht? Ja, die hat er mir mal genannt, aber Straße und Hausnummer habe ich total vergessen. Wozu gibt's ein Einwohnermeldeamt? Da war ich ja, Frau... Ja, da war ich ja, Frau Brammer. Aber Heiner Pott ist da nicht gemeldet. Da sehe ich aber schwarz, Uli. War ja auch sehr leichtsinnig von Ihnen. Oh, man muss sich bei Zeiten Mann am Lachen, Frau Brammer. Männer sind Lümmelbahn. Aber die Sorte doch nicht.
Wenn Sie heiraten wollen, Uli, dann nehmen Sie sich am besten einen Beamten. Wenn der tot ist, kriegen Sie die schöne Pension. Ja, aber wenn er nicht vor mir stirbt, Frau Brammer. Dann sind Sie selbst schuld. Dann haben Sie nicht genug geärgert. Oh, Frau Brammer, Mannsbilder sind meistens zäh. Alle! Nanu, wo kommt der Rüttelbusch her? Na, wieder zurück, Karl Brammer. Siehst du ja. Was sind das für Blumen? Siehst du ja, Chrysanthemen. Und von wem? Von unserer Schlachtersfrau Marie Krause. So, und das soll ich glauben. Kannst du ja an der Gratulationskarte lesen. Ach du liebe Zeit, du hast ja heute Geburtstag, dass ich da nicht dran gedacht habe. Kann ja vorkommen. Mein Tütel, komm. Meinen herzlichsten Glückwunsch, meine Liebste. Oh, Liebste, das ist ja wohl ein bisschen viel gesagt. Oh, meinst, dass ich dich nicht mehr lieb hab? Denkst du, ich hab vergessen, was ich dir zu verdanken hab? All das hier, unser schönes Lokal und unser Zuhause, ohne dein Fleiß, dein Einsatz und deine Geduld... Stündest du heute noch auf der Reeperbahn in deiner jämmerlichen Bratwurstbude? Naja, das kann schon sein. Aber weißt du, was mich in letzter Zeit verdammt ärgert, Mary? Ja, was? Du bist viel zu freundlich zu unseren Gästen. Alles zur Hebung des Geschäfts. Du gehst so weit, Mary. Das ist Malvina auch schon aufgefallen. Das glaube ich. Deine Schwester kann mich ebenso wenig ausdehnen wie ich sie. Leider. Bin gespannt, ob sie und Mandus heute kommen. Bestimmt, und das schon zum Mittagessen. Dafür werden sie mit einem ordentlichen Geschenk auf der Matte stehen. Oh, für 2 Mark Blumen bringen sie mit und für 20 Mark essen sie auf. Was hast du gedacht, Mary, was ich dir als Geburtstagsmenü kochen soll? Mir? Ja. Uli hat schon alles eingekauft. Suppenhuhn, Rostbeef, 4 Dosen Stangenbacken. Fein. Dann gehe ich dir jetzt einen großen Rosenstrauß Du holen. bleibst hier und begibst dich in die Küche. Da kannst du mir heute deine Liebe am besten beweisen. Ist in Ordnung, Mary. Ich als ehemaliger Koch auf der Albert Ballin werde deinen Gästen was vorsetzen, dass ihnen die Augen übergehen. Ja, das macht man. Umso mehr stopfen sie in sich rein. Frau Brammer. Herr Brammer kann nicht, der nimmt gerade das Huhn aus. Uli, gehen Sie mal ins Clubzimmer und decken Sie da den großen Tisch für 6 Personen. Ist gut, für 6 Personen. Mach ich, Frau Brammer. Geschirr ist alles in der Anrichte. Flache Teller, tiefe Teller, Kompottschüssel und Besteck. Werde ich schon alles finden, Frau Brammer. Und lassen Sie sich ruhig Zeit dabei. Auch Weingläser, Frau Brammer. Weingläser, ja meinetwegen. Karl, wo bleibst du denn? Frau Brammer, Weißwein oder Rotweingläser? Das ist doch egal, es denn sehen, was Sie wollen. Karl, hörst du denn nicht? Karl! Oh, Frau Brammer, wissen Sie was? Ich stell die Blumen auf den Tisch. Sieht denn gleich ein bisschen festlicher aus, nicht? Schön, wunderbar, machen Sie nur. Karl, nun komm gefälligst. Ich hab mit dir zu reden. Was ist denn los, um Himmels Willen? Hier. Von der Oberstaatsanwaltschaft. Wo hast denn das her? War zwischen den Gratulationskarten. Das kann doch wohl nur ein Irrtum sein, Karl. Ist keiner, Mary. Ladung zum Strafantritt. Der Gastwirt Karl Theodor Brammer, geboren am 1. April 1896, wird aufgefordert, die durch vollstrecktes Urteil der Großen Strafkammer des Amtsgerichts II wegen Zollschmuggel gegen ihn erkannte Gefängnisstrafe von 3 Monaten bis spätestens 10. September 1953 in der Aufnahmeanstalt der Gefängnisbehörde Hamburg-Fuhlsbüttel anzutreten.
Du sollst ins Kittchen. Weil die Zollfahndung hier 20 Stangen Ami-Zigaretten gefunden hat. Was, du hast dir Amis andrehen lassen. Ja, und ich weiß nichts davon. Da hast du gerade mit deiner Blinddarmoperation im Krankenhaus gelegen. Und du hast es auch nicht für nötig gehalten, mir die Geschichte zu erzählen. Na ja, ich dachte, da käme nichts nach. Und von der Gerichtsverhandlung bin ich auch nichts gewahr geworden. Als die Vorladung kam, hast du gerade bei deinem Friseur gesessen. Das war ein Tag, bevor Kapitän Kuhlmann bei uns war. Oh, hättest du mich von Anfang an eingeweiht, dann hätten wir uns einen tüchtigen Rechtsanwalt Ja, den habe ich ja gehabt. Was, den hast du gehabt? Was war denn das für ein Döskopf, der dich da nicht raushauen konnte? Das wäre ja geglückt, hat er gesagt. Wenn ich mich nicht mit dem Staatsanwalt und dem Vorsitzenden angelegt hätte. Was soll das heißen? Nur der Richter hat mich gefragt, Angeklagter. Sie müssen sich doch im Klaren darüber gewesen sein, den Staat geschädigt zu haben. Und was hast du geantwortet? Oh, ich habe gesagt, der Staat, der schädigt unsereins ja noch viel mehr mit seinen vielen Steuern. Der zieht einem ja buchstäblich das Fell über die Ohren, damit er von unserem Geld seine vielen Beamten bezahlen kann. Sag mal, spinnst du? Wieso? Die Richter sind doch selber Beamte. Stimmt. Deswegen haben sie mir auch 3 Monate aufgebrummt. Mein Gott, ist das peinlich. Meine Verwandten dürfen auf keinen Fall was davon erfahren. Und deine Gäste erst recht nicht. Sonst heißt du nicht mehr Karl Brammer, sondern Karl Brummer. Wäre ich doch bloß mit Kapitän Kuhlmann nach Rotterdam gefahren und hätte wieder als Koch angeheuert. Unsinn. Eines Tages wärst du ja doch wieder zurück gewesen. Und dann hätte man dir den Prozess gemacht. Absitzen musst du die 3 Monate schon. Weißt du was? Wir sagen einfach, du hättest eben ein Telegramm aus Rotterdam gekriegt. Telegramm aus Rotterdam? Ja, Kapitän Kuhlmann hätte dich telegrafisch gebeten, sofort an Bord zu kommen. Per Flugzeug. Ticket hätte er gleich mitgeschickt. Das hört sich auch gerade glaubwürdig an, Mary. Du musst heute auf jeden Fall noch aus dem Haus. Heute auf deinem Geburtstag? Ach, was Geburtstag. Deine Verwandten dürfen dich gar nicht erst sehen. Lässt man mich denn heute überhaupt noch ins Gefängnis rein? Rein lassen sie dich immer. Also, hör dir das an, das ist wohl der Gipfel. An Gerichtskosten sind 300 Mark zu zahlen. Was, das ja nett. Hast du etwa den Prozess angestrengt? Das frage ich mich auch. Na also, das sagst du gleich, wenn sie dich da empfangen. Gerichtskosten werden nicht bezahlt. So, nun mal los und zieh dich um. Und dann nichts wie ab ins Kittchen. Geht denn heute überhaupt noch ein Flugzeug nach Rotterdam? Herrgott noch mal. Wer will denn das so genau nachforschen? Los, beeil dich. Wenn deine Verwandtschaft anrückt, dann ist das Malheur da. Dass du dich mal nicht verplapperst, wenn sie dich fragen, wo ich bin. Keine Angst, Guddel. Mein Mann, der fährt zur See. Hier riecht's ja noch gar nicht nach Festtagsbraten. Vielleicht rechnet man hier gar nicht mit uns. Sie wird uns doch wohl nicht ihre vertrockneten Frikadellen vorsetzen wollen. Bloß das nicht. Was ist denn da drin? 3 weiße Schürzen. Kann Mary als Wirtsfrau sehr gut gebrauchen. Da komme ich aber billiger bei weg. Wisst ihr, was hier drin steckt? Ein Babybon von der Prämien-Schatzanweisung. Was ist Lotterie los? Und den wollt ihr Mary zum Geburtstag schenken? Mann, das hat ihn sich von jemand andrehen lassen. Habe ich von Herrn Lühmann gekriegt. Der schuldete mir damals noch 10 Mark und weil er die nicht hatte, hat er mir den Babybon dafür gegeben. Nun, und was sollen wir damit? Kann ja erst in 5 Jahren eingelöst werden. Also meiner Meinung nach ist das ein eigenartiges Geburtstagsgeschenk, Malvine. Ja, Mary wird bestimmt ein dummes Gesicht machen. Dann habe ich meinen Spaß. Mein Freund, der Trompeter Peter Petersen aus der Peterstraße. Nanu. Wer hat Sie denn da eingesperrt? Oh, das muss Frau Branner vorhin gemacht haben. Was wird denn hier gespielt? Darf man fragen, was es heute als Geburtstagsmahl gibt? Ja, hoffentlich was Gutes. Hühnersuppe mit Einlage. Rostbeef rosa mit einer Tunke à la Chamberlain. Ross? Hat sie etwa Rosa Ross gesagt?
Dösbaddel. Rostbeef, hat sie gesagt. Was noch, Fräulein Ullin? Hühnerfrikassee. Und als Nachtisch Zitronencreme. Zitronencreme! Dafür lasse ich mein Leben. Ja, also das Menü kann sich ja sehen lassen. Aber ob die Qualität entsprechend ist, das möchte ich bezweifeln. Und vorweg wird Herr Brammer seinen Gästen ein ganz raffiniertes Hors d'oeuvre servieren. Malvine, hat das nicht doch was mit Pferdefleisch zu tun? Das ist französisch. Hors d'oeuvre will heißen appetitanregende Vorspeise. Ach, den richtigen Appetit haben wir schon. Ja. Wir haben schon 3 Tage nur Aufgewärmtes gegessen. Also, bist du gefragt worden? Also, ich kann mir schon denken, weswegen Mary ihr Mädchen da in das Clubzimmer gesperrt hat. Mir kommt das auch sehr sonderbar vor. Bestimmt hat sie wieder einen ihrer vielen Verehrer hier. Ach, und das junge Ding sollte nichts mitkriegen. Da machst du recht haben, Malvine. Du hast aber auch immer was an Mary auszusetzen, Malvine. Wenn du nicht genau wüsstest, dass sie sich dem Mannsvolk immer an den Hals wirft. Und das Mannsvolk ist direkt verrückt nach ihr. Ich nicht. Das würde dir ja schlecht bekommen. Mary ist schließlich Wirtsfrau. Da muss sie oft gute Miene zum bösen Spiel machen. Nimm du sie noch in Schutz. Du hast unserem Bruder ja sogar noch zugeredet, seine Verkäuferin aus der Bratwurstbude zu heiraten. Obwohl er schon mit Emmy Stüben schon fest verlobt war. Was ja nicht ohne Folgen geblieben ist, ne? Dass Mary das nicht hört. Sie weiß doch nichts von Karls Sohn. Um den er sich übrigens nie gekümmert hat. Die Tochter von meinem Freund, dem Trompeter Peter Petersen aus der Peterstraße. Was hast du da? Ein Briefumschlag. Von der Oberstaatsanwaltschaft. Gott, was macht das wohl bedeuten? Vom Gericht an Karl adressiert. Ach, sie kommt! Oh, da kommt ja das Geburtstagskind. Hol die Blumen. Glück und Segen zu deinem neuen Lebensjahr. Liebe... Vielen Dank. Ach, dasselbe von mir, liebste Mary. Hier ist ein kleines Geschenk von uns und den Kindern. Karl Friedrich wäre gern mitgekommen. Recht herzlichen Dank, Guste. Alles Gute, liebe Mary, von ganzem Herzen. Ja, von mir dasselbe, Mary. Oh, Mary! In diesem Umschlag ist übrigens ein Babybon. Das ist ein Wertpapier. Nach 5 Jahren muss ihn dir jede Bank einlösen. Oh, ein ganz besonderes Geschenk. Recht herzlichen Dank, Malvine. Wie seid ihr alle nett zu mir? Bitte nehmt doch Platz. Nee. Komm, Otto. Los, hier ist dein Platz. Ich lasse euch gleich eine schöne Platte machen. Belegte Brote, meinst du? Ich denke, Karl will uns zur Feier des Tages ein opulentes Essen auftischen. Hier Rostbeef, rosa Hühnerfrikassee und Zitronencreme. Es ist leider etwas dazwischen gekommen. Ihr könnt Karl gerade noch auf Wiedersehen sagen. Was soll das denn heißen, Mary? Mein Mann, der fährt nun wieder zur See. Was? Wie kommt er denn auf den verrückten Einfall? Das ist doch nicht dein Ernst, Mary. Er hat doch immer gesagt, er hat die Nase gestrichen voll von der Seefahrt. Ganz recht. Aber vor einiger Zeit war der alte Kapitän Kuhlmann hier. Der hat wieder ein Schiff gekriegt. Ein holländisches. Aufgekauft von Engels und Co. Noch liegt es in Rotterdam an der Werft. Und Kuhlmann kann keinen anderen Koch finden als ausgerechnet deinen Mann. Oh, er hat ihm neulich schon so halbwegs das Versprechen abgenommen. Ja, und heute Morgen kam ein Telegramm aus Rotterdam. Aus Rotterdam? Ja. Ein Telegramm? Mein Freund, der Karl muss Trompeter... sofort zum Flughafen. Und du bist damit einverstanden, Mary? Oh, was bleibt mir denn anderes übrig, Malvine? Er hat mir in letzter Zeit schon genug in den Ohren gelegen. Er möchte mal wieder Schiffsplanken unter den Füßen spüren.
Wer weiß, was das für Gründe hat. Wie meinst du das, Malvine? Oh, das kann ja jeder verstehen, wie er will, ne? Sprich dich nur klar und deutlich aus. Frau Brammer! Frau Brammer! Frau Brammer! Ja, Uli. Oh, Sie möchten mal schnell zu Ihrem Mann kommen, Frau Brammer. Ja, ich komme. Entschuldige mich einen Augenblick. Du warst ja wieder mal drauf und dran, Streit anzufangen. Was heißt hier Streit? Jedenfalls hat Mary künstlich freie Bahn und kann sich noch mehr um die Mannsbilder kümmern. Denkst du, ich sehe so einfach zu, wenn Karl wieder seine Sachen packt und als Koch anheuert? Ja, Friedrich, bring ihm Vernunft bei. Er muss doch schließlich an sein Alter denken. Ich wollte, ihr könntet mitfahren. Auf eine ganz weite Reise nach Java. Das könnte dir so passen. Ach, da kommt der Karl. Ach, da seid ihr alle. Kann ich mich gerade noch von euch verabschieden. Und dann geht's ab nach Fuhlsbüttel. Zum Flughafen. Ja, Flughafen, ja. Ach, wenn ihr Glück habt, könnt ihr mich nachher noch über die Dächer fliegen sehen in Richtung... Rotterdam. Rotterdam, ja. Karl, tu mir einen Gefallen. Komm noch nicht wieder zur See. Malvine, ich muss. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Ich als dein Bruder sag dir, bleib hier. Ist aber sehr lieb von euch, so besorgt um mich zu sein, aber das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und wie lange bleibst du weg, Karl? 3 Monate. 3 Monate bleibt er weg. Ich denke, du hast bloß so lange als Koch angeheuert, wie das Schiff von Rotterdam nach Hamburg braucht. Aber doch nicht nach hier, nach Bremen. Nicht, Karl? Ja, Bremen, aber noch nicht die Wilhelminke van Gelderland in der Werft. Ja, 3 Monate weg und dann nur mit Aktentasche? Mehr darf ich nicht mitbringen. Sein großes Gepäck haben die Leute vom Flughafendienst schon abgeholt. Ja, so ist das. Einer wie ich braucht sie damit nicht abzuplagen. Also, Wiedersehen, liebe Schwester. Hör mal. Mein lieber Karl, dieser Holländer ist doch sicherlich ein alter Kasten. Ja, ein ganz oller Kasten. Und auf solch einen Seelenverkäufer willst du raus, wo nun bald wieder die schlimmen Herbststürme toben? Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Oh, das kann ihm doch auch auf der Straße passieren, so wie man... Karl, ich habe so eine Ahnung, als sollte ich dich nie wiedersehen. Ach, Malvine, nun stell dich doch nicht so an. Ja, du hältst ihn ja nicht zurück. Mary, mir fällt gerade ein, ich habe kein Taschentuch bei mir. Ja, dann hol ich dir welche, Karl. Friedrich, wenn du das unserem Bruder nicht sagen machst, tue ich das. Weißt du eigentlich, Karl, weswegen deine Frau unter gar keinen Umständen dich zurückhalten will? Aber natürlich weiß ich das. Das weißt du und trotzdem gehst du? Ich sehe ein, ich muss euch doch wohl anvertrauen, weswegen ich verschwinden muss. Ja, weswegen denn? Aber versprecht mir mit keinem Menschen darüber zu reden. Das handelt sich nämlich um einen Strafprozess. Du meinst Strafprozess? Das hab ich mir doch gleich gedacht. Da liegt doch der Briefumschlag von der Oberstaatsanwaltschaft. Nee, nur ist er weg. Ja, und was hast du damit zu tun? Sollst du da als Zeuge auftreten? Als Zeuge? Ja, ganz recht. In welcher Sache denn, Karl? Ach, das handelt sich sicher noch um den Unfall. Unfall? Karl, sein Hauswirt, ist doch damals direkt vorm Lokal vom Auto angefahren worden, nicht Karl? So war das doch. Ja, darum handelt sich das. Und jetzt sollst du bezeugen, ob er betrunken war. Und war er das denn? Und wie? Der war blau wie ein Veilchen. Ah, nun verstehe ich alles. Wenn du das bezeugst, hast du es mit deinem Hauswirt verdorben. Und wie? Da können wir uns auf einiges gefasst machen. Da gibt es keine ruhige Minute mehr. Hast du nicht auch noch Mietschulden bei ihm? Naja, das ist es ja, Malvine. Deswegen also willst du nicht zu diesem Termin erscheinen. Da soll ich vielleicht einen Meineid schwören? Nur dachte ich, Karl, du könntest deine Konzession als Wirt verlieren. Auf Meineid steht sogar Gefängnis. Zuchthaus. Um Gottes Willen, bloß das nicht. Na, seht ihr? Glaubt ihr vielleicht, ihr habt großes Verlangen, eingesperrt zu werden? Dann verschwinde ich doch lieber rechtzeitig. Da kann meine Frau mit ruhigem Gewissen sagen, mein Mann, der fährt zur See. Ja, Malvine. Dann bleibt dem guten Karl allerdings auch wirklich nichts anderes übrig, als anzuheuern. Aber um eins möchte ich auch noch bitten. Habt ein Auge auf Mary. Ich glaube, sie hat vor, allein auf den Neptunball zu gehen. Wollen wir auch hin, der Ball wird doch vom Hafenbetriebsverein veranstaltet. Lass Mary mal ruhig den Ball mitmachen. Ich werde sie schon im Auge behalten. Ich auch. So, Karl, hier hast du deine Taschentücher. Danke, Mary. Und eins noch. Geh nur ruhig auf den Neptunball, wenn es dir Spaß macht. Aber nein, Karl, das gehört sich nicht für eine Frau, wenn der Mann zur See fährt. Aber der Ball ist doch schon morgen und da habe ich nur noch festes Land unter den Füßen und bin gut aufgehoben. Also, ihr Lieben, na denn,
Tschüss. Kuddel. Wir lassen uns natürlich nicht nehmen, dich zum Flughafen zu begleiten, nicht, Malvina? Wir wollen dich doch abfliegen sehen. Aber wieso denn? Nee, ich möchte nicht, dass sie mitkommt. Doch, ich rufe eine Taxe. Telefonnummer? Ja, die suche ich dir raus, Friedrich. Die hängt da. Autofahren kann ich überhaupt nicht ab. Ich nehme lieber die S-Bahn. Tschüss. Hast du das gehört? Kann kein Autofahren vertragen und will wieder nach See. Ist er nun doch losgelaufen? Ja, warum das denn? Er wird schon hinfinden nach Fuhlsbüttel. Du bist ja die Gelassenheit in Person, Mary. Und ich habe mit einmal Angst, diesmal könnte er auf See bleiben. Mir geht das ähnlich, Malvine. Ach oh, ihm wird schon nichts passieren. Dafür sorgt jetzt eine höhere Macht. Olli! Moin. Moin, moin! Moin, moin. Na, was sagt denn sein junger Mann? Ja, ich soll wohl ein Bier haben. Tut mir leid, da muss ich noch eine Flasche vorsetzen. Die Zapfanlage ist kaputt. Und der Mechaniker kommt erst heute Nachmittag. Oh, daneben eine Buddel. Oh, Moment mal eben. Na ja. Hier, Blauer Peter. Wen? Mein Mann. Tut mir leid, er fährt zur See. Ja, so knapp 3 Monate. Ist gut, dann rufen Sie wieder an. Ja, wiederhören. Soll es ein helles oder ein dunkles sein? Oh, ob hell oder dunkel, das ist mir eigentlich egal. Nur nass muss es sein, nicht? Nö, mach mal ein helles. Glas oder Flasche? Nö, ne Buddel, bin Flaschenkind. Hier. So. Und da wir beiden Hübschen nun gerade mal so alleine sind, da will ich Ihnen mal was anvertrauen. So, das sage ich Ihnen gleich. Ich kauf nichts. Solange mein Mann Zur See fährt, Frau Brammer. Ich glaube, ich kann Ihnen eine beruhigende Nachricht bringen. Und wissen Sie von wem? Von Ihrem Mann. Wie bitte? Ich bin heute Morgen entlassen worden. Was, Sie? Sie waren auch da? Wie gefällt Ihnen denn so das Tütenkleben? Tütenkleben? Was Sie wohl denken, den haben Sie gleich in die Küche abkommandiert. Oh, das ist ja schön für ihn. Darüber freuen sich alle knackig. So ein Essen haben die noch nie gekriegt. Dann hat er da wohl eine gute Nummer. Zelle 17. Nee, die haben gesagt, es ist echt scheiße, dass der nicht lebenslänglich gekriegt hat. Aber nun bring das mal nicht unter die Leute, dass du meinen Mann ein Kittchen getroffen hast. Na, ich kann mich bremsen. Wenn das rauskommt, da buchten die mich doch gleich wieder ein. Das verstehe ich ja nun nicht ganz. Nee? Dann will ich Ihnen das mal verkasematuckeln. Also, was ein Freund von mir ist, der sollte und wollte auch die Tochter von so einem großen Möbelfritzen heiraten und sollte dann 3 Tage vor seiner Hochzeit hinter schwedische Gardinen. Wieso? Wegen der Heirat? Nee. Der hat im betrunkenen Zustand Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet. Widerstand gegen die Staatsgewalt, wie sich das anhört. Ja, der hat bei seiner Verhaftung einen Polizisten Pfeilchen verpasst. So, und wenn das nun seine feinen Schwiegereltern mitgekriegt Wäre hätten... womöglich aus der Heirat nichts geworden. Na, bestimmt nicht. Und seine ganze Zukunft wäre über Bord gegangen. So, und da ich ja nun zu der Zeit gerade mal keinen Dampfer unter den Füßen hatte, da hat der mir dann seine Papiere gegeben. Und ich war dann ja nicht mehr ich, sondern er. Sie sind also für ihn ins Loch gegangen. Jo. Aber sagen Sie mal, sowas tut man doch nicht aus reiner Gefälligkeit. Nö, aber für 5000 Eier. Was, 5000 Mark? Und bei der Gelegenheit haben Sie meinen Mann kennengelernt. Jo, endlich. Wieso endlich? Das wollte ich schon lange. Moment mal.
Das müssen Sie mir doch mal näher erklären. Ja, soll ich das mal machen? Ja, bitte. Frau Brammer, hat Ihr Mann Ihnen eigentlich mal erzählt, dass er mit einem Mädchen verlobt war, das Emmy Stüben hieß? Was verlobt? Jo. Hat er mir bis heute noch nichts von gesagt. Ja, dass das nicht zur Heirat kam, das soll ja nun das Werk von seiner Schwester gewesen sein. Von Malvine. Die hat auch versucht, uns auseinanderzubringen. Ja, aber... Prost. Prost. Ja, aber bei meiner Mutter, ja, da gab das ja nun so eine... Ja, was? Ja, so eine moralische Verpflichtung. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Sie ein Kind meines Mannes sind? Ja, das kann er ja wohl nicht bestreiten. Auf meiner Geburtsurkunde, da steht ein Aktenzeichen. Und die Jugendbehörde hat aufgrund dieses Aktenzeichens bestätigt. Mein Vater ist der am 1. April 1896 geborene Schiffskoch Karl Theodor Brammer. So, und nun kommst du. Mein Mann hat einen Sohn. Jo. Sie sind also Karls Sohn. Jo. Und heißen Stüben. Nee. Pott ist mein Name. Adrian Pott. Der Mann, den meine Mutter dann geheiratet hat und der mich später dann adoptiert hat, der hieß ja dann eben Pott. Adrian Pott. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. So? Nee, Pott ist ja eigentlich nur die erste Silbe von meinem Namen. Ich habe da noch 2 andere in petto und deswegen hat man mich auch schon verdammt oft verhunepiepelt. Wie heißen Sie denn nun richtig? Hier. So einen Namen geben. Sagen Sie mal, kennen Sie Uli Stichling? Ja, und ob? So, da will ich ja gerade. Mensch, was macht die mir auf mich gewartet haben? Oh, weniger auf Sie, als auf Ihren Radioapparat. Ja. Uli ist seit einiger Zeit bei mir in Stellung. Was, hier bei Ihnen? Ja, wo steckt die denn? Macht gerade eine Besorgung. Ja, Mensch, was mag die der nach mir gesucht haben, ne? Ja, das kann man wohl sagen. Sogar ein Verbrecheralbum. Ja, das ging ja auch auf einmal alles so plötzlich. Dass Sie den verrückten Einfall hatten, für einen anderen ins Kittchen zu gehen. Davon dürfen Sie Uli aber nichts erzählen. Ich werde mich hüten, wo mein Mann doch selber zur See fährt, ne? Was hat er denn für ein Gesicht gemacht, als er so unverhofft seinen eigenen Sohn vor sich sah? Das durfte er doch nicht wissen. Ach, stimmt ja, da mussten Sie ja anders heißen. Aber nur mal ehrlich, wäre es nicht schön, wenn es doch erfährt, wer Sie wirklich sind? Dann könnten Sie doch genauso gut Brammer heißen. Ja, also ich meine, wenn ich... Ja, also vorstellen könnte ich mir das schon. Und ich wäre dann ja wohl Mutter. So kommt man denn die Wochen und weiß nicht wie. Also, darauf muss ich erst mal eine haben. Sie auch? Immer. Übrigens, hat Uli mir erzählt, Sie wären Steward. Ja, gewesen. Danke. Zuletzt Aushilfskellner. Also, mich rief es an Land. Wissen Sie was? Ich stelle Sie ein. Die Arbeit wird mir sowieso zu viel. Frau Brammer, das ist ein Ei. Ah, ist ja schon gut. Nee, das haut mich wirklich um. Ja, kleiner Scherz, ne? Affenkasper. Gehen Sie mal nach nebenan zu Justus Aldach und lassen sich da auf meine Rechnung eine Kellnerjacke verpassen. KJ, Kellnerjacke, MB, Muckwi. Recht so. Ah, da steht ja Uli und klönt mit Frau Jaschke. Oh, was erzähle ich der denn? Das überlassen Sie mal mir. Verschwinden Sie lieber im Clubzimmer. Clubzimmer? Ja, da Clubzimmer. Jo. Frau Brammer? Frau Brammer? Frau Brammer? Frau Brammer? Frau Brammer?
Hat etwas länger gedauert. Was war denn los, Uli? Oh, Frau Jaschke hat mir zu verstehen gegeben, dass Ihr Neffe so für mich schwärmt. Das ist doch ein ansehnlicher Mann, Uli. Und in fester Position. Hey, Frau Brammer, mir können sämtliche Männer gestohlen bleiben. Ich bin gründlich kuriert. Etwa durch diesen Adrian Pott. Dieser Ganove, mir meine Ersparnisse abzunehmen oder den Vorwand, mir ein Radioapparat besorgen zu wollen. Das steht er. Wer steht wo, Frau Brammer? Ihr Radioapparat. Machen Sie doch keine Witze. Wie soll der denn hierher kommen? Den hat ihr Herr Adrian Pott hergebracht. Es war ihm leider nicht eher möglich. Er hatte plötzlich einen Auftrag zu erfüllen. Sozusagen in geheimer Mission. In geheimer Mission? Verstehe ich nicht. Naja, ist ja auch einerlei. Hauptsache, ich habe mein Radioapparat. Der Kerl ist Luft für mich, Frau Brammer. Sagen Sie das nicht, Uli? Der Einsatz hat ihm volle 5000 Mark gebracht. Das ist ein ganz schönes Stück Geld. Zum Heiraten sehr nützlich. Frau Brammer, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich den Kerl heiraten soll. Ich kenne den doch gar nicht näher. Wir Frauen lernen den Mann immer erst später kennen, Uli. Ja, aber was weiß ich denn von ihm? So gut wie nichts. Das ließe sich ja ändern. Rufen Sie doch mal ganz laut: Adrian, erscheine! Ist der denn noch hier, Frau Brammer? Aber was soll denn das alles? Und Herr Pott kann mir ein für alle Mal gestohlen bleiben. Uli. Uli, nun sei doch nicht mehr böse. Zum Teufel. Ja, Uli, weißt du, du hast ja recht, aber nun lass dir das Kannst du dir überhaupt vorstellen, wo ich überall nach dir gefahndet habe? Jo. Sogar das Verbrecheralbum habe ich mir vorlegen lassen. Und nun tauchst du plötzlich wieder auf von irgendeiner geheimen Mission. Was soll denn das heißen? Ich habe da einem Menschen was Gutes getan. Und dafür hast du 5000 Mark gekriegt. Ja, so ist das. Ein Scheck über 5000 Mark. Und ich kann meine neue Chefin mal fragen, ob ich nachher mal in die Stadt gehen kann, um ihn einzulösen. Hast du eine Stellung gefunden? Klaro. Oh, das freut mich aber. Für dich. Ja. Ist das weit von hier? Nö. Nee. Ist überhaupt nicht weit von hier. Hier? Jo. Bei uns? Jo. Ja, solange bis Herr Brammer wiederkommt, der ist ja zurzeit auf See. Ja. Auf See. Mhm. Und wie kommt seine Frau damit klar? Ja, die denkt wohl, eine längere Trennung ist gut für die Liebe. Hm. Weißt du, Uli, das ist ja meist so. Bei uns beiden doch auch, oder? Bei uns war das was ganz anderes. Jo. Jedenfalls lasse ich dich jetzt nicht mehr aus den Fingern. Nochmal einfach so unterzutauchen in irgendeiner geheimen Mission kommt nicht mehr in Frage. Ja, aber Uli, nun bedenk doch mal, 5000 Mark! Ach ja, der Scheck. Zeig doch mal. Jo, hier. So, der ist echt. Da kannst du dich drauf verlassen, da. Naja, Hier. wer weiß, ob du so ganz echt bist. Ey, was soll das denn hier jetzt? Auch einlösen kann ich den ja dann später auch, nicht? So. Und dann? Und dann? Denkst du, man kriegt heutzutage eine Wohnung ohne Mietvorauszahlung? Eine Wohnung? Ja, eine Wohnung, hast schon richtig gehört. Wenn wir uns auf das Wohnungsamt verlassen, da sind wir vor unserer Silberhochzeit nicht an der Reihe. Oh, du kapier ich das erst, mein Schieder. Du hast deine Meinung aber schnell geändert, du. Erst willst du mich zum Mond schicken und jetzt redest du schon von Silberhochzeit. Glaubst du, du hast hier im blauen Peter nichts anderes zu tun? Du kannst mal fix Kartoffeln schälen. Ja, das mache ich, aber nun muss ich erst mal hier nach dem Alldach hin. Ich muss meine Kellnerjacke verpassen. Oh ja, eine auf Taille. So. Sowas nennt man Kaution. Männer lassen doch eher ein armes Mädchen im Stich als 5000 Mark. Ah, Frau Uli, Sie hier so allein. Möchten Sie nicht mal schöne Musik für mich drücken? Oder legen wir beide mal eine Ketzesohle aufs Parkett? Musik mache ich Ihnen gern, aber tanzen müssen Sie schon allein. Ich habe noch zu tun. Ja, dann schmeißen Sie mal einen Riemen auf die Orgel. M14. Ja. Oh, Fräulein Uli,
Wie wär's denn mit einer Lüttenrunde mit uns beiden? Nee, Herr Sölsche, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich habe noch zu tun. Ja. Sterne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ist das nun nicht wieder schön? Ferne. Ach, wenn Marine hier wäre, könnte ich mit ihr, mit meinem Goldfasan jetzt so einen schönen Wiener Walzer. Ihr Glück hier. Ja. Matrosen. 1, 2, 3, 1. Das ist noch Musik. Ja. Oh, pass auf, pass auf. Jetzt! So ein Schied! Du sind Sie schon wieder daran vorbeigefahren. Oh Mann. Na, Schwager, hast ja bannig schief geladen. Malvine hat mich geärgert. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dich hat sie auch geärgert. Mit dem Babypong. Mit so einem Stück Papier kann sie mich gar nicht ärgern. Das habe ich gleich zusammengeknüllt und in den Kohlenkasten geschmissen. Du solltest dich aber ärgern. 5 Jahre lang. 5 Jahre lang solltest du dich ärgern, bis du das Geld ausbezahlt kriegst. Mary, schenk ein. Nee, du hast für heute genug. Ich hab noch lange nicht genug. Oh, komm mal zu, Mary. Im ganzen klein. Ich spendiere dir auch ein. Ein kleiner Eierlikör. Weißt du eigentlich, dass Malvine stinkwütend auf dich ist? So, und warum? Ja, weil du hast ja, das hast du. Du hast auf dem Neptunball zu oft mit dem Lütten Breckwold getanzt. Oh, und nicht nur mit ihm. Was ist denn dabei? Ja, und mit einmal... Oh. Warst du nicht mehr da? Da bin ich wohl nach Hause gegangen. Malvine hat aber geglaubt, du bist mit dem Lütten Breckwold über den Deich. Mit dem Lütten Breckwold? Ja. Oh, lächerlich. Ja, hat dich gesucht, überall. Nicht zu fassen, so eine Giftnudel. Ja, hat der Portier gesagt, der Herr Breckwold ist gerade in sein Auto gestiegen und ist weggefahren. Und da hat Malvine sich ein Taxi genommen und hat den Breckwold und dich verfolgt. Hat sie etwa geglaubt, ich säße da mit drin? Hat sie. Ganz bis nach Blankenese ging die Fahrt. Und erst vor Breckwold seine Haustür hat sie gemerkt, dass du gar nicht im Auto warst, sondern seine Tochter. Und nun stell dir mal ihre Wut vor. Nun kriegst du doch einen Schnaps, Manus, und ich trinke einen mit. Jawohl. Lass ihn zischen, Christen frischen. Aber nur halt dich fest, Mary. Das Schönste kommt noch. Als sie ihren Chauffeur bezahlt hatte, hatte sie kein Geld mehr. Was, kein Geld mehr und dann mitten in der Nacht in Blankenese? Kein Einpfennig! Und es hat geregnet. Junge Hunde hat es geregnet. Und mein Goldfasan musste zu Fuß nach Hause. In ihren neuen Ballschuhen. Hohe Hacken und wie immer eine Nummer zu klein. Ich glaub, es war schon hell, als mein holdes Weib vor die Burg kam.
Und die sah aus. Die sah aus, als hätte sie in voller Montur den Ärmelkanal durchschwommen. Margine, schenk noch einen ein und dann wollen wir uns wieder vertragen. Nee, du kommst jetzt mit in die Küche und isst erst mal was. Das wird dir besser bekommen, Manus. Bloß keine Frikandellen. Altes Brot krieg ich schon zu Hause genug. Du kriegst ein ordentliches Stück Sauerfleisch. Das wird dir wieder auf die Beine helfen. Sauerfleisch. Ja, das hat er auch immer so gern gegessen. Mein alter Freund, der Trompeter Peter Petersen aus der Peterstraße, der nur tot ist. Frau Brammer, ich bin wieder da. Oh. Hier. Ja, dann machen wir die Knöpfe zu. Jo, pass auf. Ein Knopf, Ja. noch ein Knopf und so die Landfee. Oh, sieht ja gut aus. Ja. So, nun mal los. Ran an die Arbeit. Jo. Schönen guten Tag, liebe Frau Mary. Moin. 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 Vergessen. Oh Gott, ja. Sollen wir mal gucken? Ja. Passt. Wie angegossen, ne? Ja. So. Was darf's dann sein, die Herren? Lötcherlage, eine Hühnerbrühe und ein Rundstück warm mit viel Tunke. Mir dasselbe mit besonders viel Tunke und Brathering. Ein. Wird gemacht, meine Herren. 2 Lütt und Lütt, 2 Hühner, 2 Rundstück mit viel Soße, ein Brat. Alter, passt mir gar nicht, der Stennis. Menk, Hä? den hätte bestimmt Frau Mary Spiegerin auf den Hals gehetzt. Der soll hier wohl Spitzeldienste verrichten. Menk ist Ihnen auf dem Neptunball gar nicht aufgefallen, wie dieser Mensch Frau Mary nicht aus den Augen gelassen hat. Ah, da kommt ja unsere liebe Frau Wirtin. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Herren. Nimm doch Platz, liebe Frau Mary. Herr Menk, was machen Sie denn für ein Gesicht? Ist Ihnen eine Laus über die Leber gelaufen? Was soll der Kellner denn hier? Hätte bleiben sollen, wo er herkommt. Da hat es Ihnen wohl nicht gefallen. Na? Hat Ihr holder Gatte Ihnen schon eine Karte geschrieben? Hat er wohl noch keine Zeit zu gehabt. Vorsicht, heiß und fettig. Darf ich mal? Ja, hier. Ein, noch ein Noch ein. und das ab. So. Na, übrigens, ich weiß noch einen Witz. Dann gehe ich wohl besser. Nee, Sie können ruhig bleiben. Ganz, ganz harmlos. Aber dazu brauche ich ein Stück Papier. Herr Ober, ein Zettel. Jo. Ist der groß genug? Nee, größer. Aber meine Herren, wollen Sie nicht erst essen? Der geht ganz fix. So, hier. Jo, geht der? Ja, primstens. Was ist denn das? Prämien-Schatzanweisung der Bundesrepublik heißt das. Deutschland, 1. September 1954. Ach so, das ist der Babybon. Ziehung. Was? Gewinnliste der Babybomb-Ziehung? Ja, das Ja, ist... die werden alle Vierteljahr ausgelost. Ach, kommt ja doch nichts bei raus. Meine Schwägerin Malvina hat mir nämlich auch so einen Babybon zum Geburtstag geschenkt. Aus purer Bosheit. Deswegen habe ich ihn auch gleich in den Kohlenkasten geschmissen. Entschuldigung, Frau Brammer, aber da habe ich ihn rausgeholt und in den Küchenschrank gelegt. Tja, der mal her damit. Wollen wir sehen, ob Frau Mary was gewonnen hat. Ich habe noch nie was gewonnen, in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich habe kein Glück im Spiel. Aber in der Liebe, Frau Mary. Mein Kuddel und die Liebe. Ja, an den habe ich nun nicht gedacht. So, nun passen Sie mal auf, was ich gezeichnet habe, nicht? So. Also hier ist ein Haus und da ist ein Haus, nicht? Also hier in diesem Haus wohnt der Bäcker Feinbrot. Und in diesem Haus, da wohnt der Schlachtermeister. Kalbsknochen. Erzählen Sie den Witz oder ich? Also in diesem Haus, da wohnt der Schlachter... Kalbs. Da wohnt der Schlachter Kalbsknochen. Und der hat eine besonders hübsche Frau, nicht? So eine wie Frau Mary. So, Was soll hier. das? Das ist eine Babybomb. Ach so. Ja, dann wollen wir doch mal feststellen.
ob Frau Mary was gewonnen hat. Unsinn. Lassen wir in Aldach das von der Schlachtersfrau erst mal erzählen. Ja, dann, Moment mal eben. Also, Reihe A bis E. Dazu gehört dieser Bon schon mal. Ja, Gruppe? Was, es geht nach Gruppen und Nummern? Ja. Also, Frau Mary hat Gruppe 68, Nummer 790. Ja. Ist das denn die Möglichkeit? Wieso? Mensch, Alter, vergleichen Sie doch auch mal eben. Gruppe 68, 68, Nummer 7. Ja, was ist denn? So sagen Sie doch was. Sollte ich wirklich mal was gewonnen haben? Ja, wie viel denn? Und nun sag doch endlich was, sonst bannt mich nicht so auf die Folter. Frau Mary, seien Sie auf alles gefasst. Atmen Sie mal ganz tief durch. Es sind keine 1000. Es sind keine 5000. Doch. Mit der Null dran 50.000 Mark. Ja, 50.000. Ja, Frau Mary, 50.000 Mark. 50.000, Frau Bramme, Sie sind... Auf meine Nummer 50.000 Mark? Oh, ist doch Unsinn. Nee. Das ist die Wahrheit. Im Ernst? Zeigen Sie mal her. Was? 50.000 Mark? Ich werde verrückt. Die hätten Sie nur beinahe in den Ofen gesteckt, Frau Brammer. Oh Gott, nicht auszudenken. Sie sind natürlich an dem Gewinn beteiligt, Uli. Aber meine holde Schwägerin, die kann in die Röhre gucken. Richtig so, Frau Mary. Geschenkt ist geschenkt. Was mein Mann wohl dazu sagt, wenn er von See zurückkommt. Also, meine liebe Frau Mary, meine herzlichsten Glückwünsche. Auch von mir? Ja. Nun war Fortuna Ihnen auch mal heute. Das kann man wohl sagen. Nun können wir auf einen Schlag alle Schulden bezahlen. Ja. Und können auch noch was auf die hohe Kante legen. Ja. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Dann fangen Sie bei mir mal gleich an. Warum nicht gleich alle beide? Nun guckt euch das an. Mary, sag mal schnell, wie heißt das Schiff? Welches Schiff? Na, das Schiff, auf dem Karl fährt. Auf dem Karl fährt? Wilhelminchen von Gelderland. Also doch, Wilhelminchen von Gelderland. Was soll das? Was ist los? Hast du denn keine Morgenzeitung gelesen? Nein, dazu hatte ich noch keine Zeit. Das konnte man ja eben mit eigenen Augen sehen. Sie weiß noch gar nicht, was passiert ist. Was soll denn passiert sein? Hier schwere Stürme an der ganzen Nordseeküste, zahlreiche Schiffe in Seenot. Auf der Höhe von der Schelling sank der nach Deutschland verkaufte holländische Dampfer Wilhelminchen von Gelderland. Von der Besatzung konnte bisher niemand gerettet werden. Der arme Kerl, wie furchtbar. Ich glaub das einfach nicht. Das glaubst du nicht. Das ist aber glauben müssen. Ich wundere mich, wie Mary diese entsetzliche Nachricht hinnimmt. Da kann man sich wirklich nur wundern. Jede andere Frau würde ohnmächtig zusammenbrechen. Kannst du dir nicht vorstellen, was dein Mann in seinen letzten Stunden durchgemacht hat? Hast du denn gar kein Herz? Dein Mann liegt auf dem Meeresgrunde. Ich glaub das einfach nicht. Friedrich, mach ihr das plausibel. Du bist doch auch schon mal zur See gefahren, nach Helgoland. Nun stell es dir doch mal vor, die Wellen schlagen höher und höher, das leckgeschlagene Schiff sinkt einem buchstäblich unter den Füßen weg. Keine Rettung weit und breit in diesem tosenden Sturm. Und an Deck steht dein Mann, noch in der weißen Jacke, hält sich krampfhaft fest und dann legte sich das Schiff auf die Seite, wie die Flying Enterprise. Dann hat er hinab müssen, mein armer Bruder, hinab in die tosende See. Friedrich, mir bricht das Herz. Wer weiß, was für Gedanken der Arme in den letzten Augenblicken seines Lebens gehabt hat.
dass seine Frau ihm das nicht ausgeredet hat, wieder zur See zu fahren? Du hast ihn auf dem Gewissen, du. Guckt euch das an. Nicht eine einzige Träne hat sie für ihren armen Mann übrig. Wer weiß, was dahinter steckt. Es spricht ja für sich, mit das, was wir da eben gerade sehen konnten. Lass sie mal, Bühne. Uns beiden, seinem Bruder und seiner Schwester. Geht sein Seemannstod eben mehr zu Herzen. Im Übrigen ist dieser Ort nicht würdig genug, als dass wir unserem Schmerz über den tragischen Tod unseres lieben Bruders freien Lauf ließen. Recht, Auguste, komm. Wir gehen. Ich gehe mit euch. Groß und weiß dann, wie jede andere Frau, der Mann entrissen wurde, scheinst du ja nicht nötig zu haben. Häng wenigstens aus Pietät ein Schild an die Tür. Wegen Todesfall in der Familie geschlossen. Gehst du links? Die fahren an Java. Gute Nacht, schöne Frau. Oh Mann in der Tünn. Nun spitzt sich das ja mächtig zu, Adrian. Tja, was nu, Frau Brammer? Meinen Sie nicht, es ist langsam an der Zeit, dass Sie allen die Wahrheit sagen? War schon drauf und dran, den ganzen Schwindel aufzudecken. Weiß Uli schon davon? Nur von mir nicht. Die sitzt in ihrem Zimmer und heult. Um den verschollenen Herrn Brammer und seine arme Frau. Ich bin ja jetzt eine bedauernswerte Witwe. Und mein Mann sitzt in der schwedischen Gardine und hat von nichts eine Ahnung. Olli! Florentinische Nächte, ihr bleibt mir im Gedächtnis als das große Vermächtnis einer Reise ins Glück. Ein politischer Tango, den ein Wiener gesungen, ist mir damals erklungen, So ausgelassen als zu die sein, wo wir einen Todesfall im Haus haben. Ulrike, wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen? Ich glaube einfach nicht, dass Herr Brammer nicht mehr am Leben ist. Wo das Schiff doch mit Maus und Mann untergegangen ist. Oh Gott, vielleicht ist er gar nicht an Bord gewesen. Nicht an Bord? Nee. Wo soll er denn sonst gewesen sein? Oh, was weiß ich. Vielleicht hat man ihn ja vorher eingesperrt. Eingesperrt? Kommst du denn auf die verrückte Idee? Du, das ist durchaus möglich. Du glaubst ja gar nicht, wer heute manchmal alles hinter Schloss und Riegel sitzt. Manch einer sogar, ohne dass er verurteilt worden ist. Meinerzeit, Adrian, da könntest du recht haben. Herr Brammer ist ja damals aus so Holter die Polter aus dem Haus, um nach Fuhlsbüttel zu kommen. Und da hat er seine Papiere vergessen. Und bei der Landung in Rotterdam hat man ihn sofort eingesperrt. Jo, ob nur Rotterdam oder Hamburg, das ist ja egal. Aber dass dahinter auf Nummer sicher sitzt, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und Frau Brammer auch, glaube ich. Ja, aber warum setzt sie dann nicht Himmel und Hölle in Bewegung, um Gewissheit zu haben, dass ihr Mann noch am Leben ist? Stattdessen schließt sie das Lokal, gibt uns die Schlüssel und fährt für ein paar Tage zu ihrer Freundin nach Rheinbeek. Ja, soll ich denn hier immer parat stehen, wenn jeder Hans und Franz mit so einem langen Gesicht sein herzliches Beileid ausspucken will? Na, Ich gehe schon. du, wenn's die Brauerei ist, wir brauchen nichts. Siehste! Hier, blauer Peter. Ach, Sie sind's, Frau Brammer. Ja? Ja, natürlich, hier ist alles in Ordnung. Ja. Ja, natürlich, Großreine machen. Ja? Ich allein? Nein. Adrian hat tüchtig mit angefasst, ja. Ja, Moment mal, Frau Brammer, ich hole ihn ans Telefon. Ja, tschüss. Adrian, für dich. Na. Port?
Frau Brammer. Du, das ist Frau Brammer. Wo stecken Sie denn? Am Hauptbahnhof? Sie nehmen eine Taxe. Ja, dann könnte sie ja schon in wenigen Minuten hier sein. Ja. Ja, das ist schön, Frau Brammer. Das machen Sie mal so. Tschüss. Oha. Nur aber fix. Du, Uli, du kriegst doch heute von Frau Brammer die Belohnung für den Babybon. Hat sie gesagt, ja? Was glaubst du? Wie viel? Oh, so ein paar 100 Mark. Willst du davon früher schon rausrücken? Und weißt du was? Davon könntest du mir eigentlich ein bisschen leihen. Vorübergehend, Christine. Dir leihen? Jo. Weißt du, und dann fahren wir in die Stadt, kaufen die Ringe und am Sonnabend dann machen wir dann Ringelpiez. Was? Naja, Verlobung oder so. Adrian, ich werd verrückt. Ja. Dafür leih ich dir das Geld natürlich gern. Und du gibst mir dann nachher deine Papiere und ich gehe damit aufs Standesamt und bestell das Aufgebot. Nee. Weißt du, das ist dann ja auch Männersache. Also gut, dann gehst du eben. Ja. Uli? Ja. Ich glaube, ich muss dir da mal was eingestehen. Ich habe dir nämlich was verschwiegen. Ja, weißt du, Pott, das ist ja eigentlich nur die erste Silbe von meinem Namen. Ich habe da noch 2 andere mehr. Und wie heißt du richtig? Ja, das solltest du ja eigentlich erst vom Standesbeamten zu hören kriegen. Hier. Nein. Jo. Das kann doch nicht angehen. So heißt du? Du, so heißen noch andere Leute. Und der Laden soll nachher an unserer Tür stehen. Und meine Kinder auf der Straße gehänselt werden. Du, Uli, weißt du, vielleicht kriegen wir gar keine Kinder. Nein, kann das mit uns beiden nichts werden. Das ist ganz unmöglich. Wie nichts werden? Ich denke, du liebst mich. Ich lieb dich doch auch, Adrian. Aber heiraten kann ich dich nicht. Oh. Ach, nun hat der alte Thünbüttel mich doch noch gesehen. Hallo. Da sind Sie ja endlich wieder. War jeden Tag ein paar Mal an der Tür, leider immer verschlossen. Hier war groß Reine machen. Liebste Frau Brammer, dann lassen Sie mich nun endlich Ihnen mein außerordentlichstes Beileid aussprechen zu dem schweren Verlust, den Sie, arme Frau, erlitten haben. Aber ich bitte Sie, Herr Aldach, dazu besteht noch überhaupt keine Veranlassung. Ich habe das feste Gefühl, dass mein Mann in Sicherheit ist. Ja, gewiss. Ich will Ihnen ja auch die Hoffnung nicht nehmen, nicht? Ja, dann tun Sie es doch auch nicht. Ja, das eine sollen Sie aber nun schon wissen. Wenn es das unerbittliche Schicksal nun doch so gewollt hat, dass Sie Ihren guten Karl haben hergeben müssen, dann sollen Sie schon wissen, also dann brauchen Sie nicht zu verzagen. Nein, dann mag es Ihnen ein Trost sein, dass Sie trotz Ihres großen Schmerzes nicht allein und ohne männlichen Schutz fürderhin durchs Leben schreiten müssen. Wie meinen Sie das, Herr Aldach? Liebe Frau Mary, Sie kennen mich doch, nicht wahr? Sie kennen Moment mal eben. Entschuldigung. Was ist das denn? Diese Gören? Ja, die Gören. Ja.
Ihr blauer Peter? Wen? Ihren Chef? Ja, der ist hier. Gut, ich sage ihm Bescheid. Ihr junger Mann bittet Sie. Sie möchten ins Geschäft kommen. Das Kundschaft bittet. Danke, Frau Mary. Das eine, das sollen Sie aber jetzt schon wissen. Und das wäre? Was hier schlägt, hier drin, das schlägt für Sie. Für Sie allein. Verrückter Kerl. Na nu, was denn mit Ihnen? Warum ziehen Sie denn so einen Flunsch? Ach, das ist wegen Uli, die ist völlig aufgelöst. Die hockt in ihrem Zimmer und heult. Wegen meinem Mann? Nee. Das ist wegen... Ich habe ihr mal einen vollständigen Namen gesagt. Ja und? Ja, nur will sie mich nicht mehr heiraten. Was, nicht mehr heiraten? Och, das biegen wir schon wieder gerade. Mein Mann ist nämlich auf dem Weg nach Hause. Was? Ihr Mann kommt? Ja. Ich habe von Rheinbeck aus den Staatsanwalt aufgesucht, der die Akte meines Mannes bearbeitet hat. Du meine Güte, hat der gelacht, als ich ihm die ganze Geschichte erzählt habe. Und dass mein Kuddel nun ja in der Strafanstalt sozusagen als Geist einsitzen würde. Er hat dann dafür gesorgt, dass mein Mann für 48 Stunden Urlaub kriegt. Nee, das glaube ich nicht. Ja, und wissen Sie, was er heute noch in die Wege leiten soll? Ach, da kommt der Alltag schon wieder angetüffelt. Oh Gott, wir haben ja noch gar nicht zum Frühstück vorbereitet. Ich glaube nicht, dass der ans Frühstücken denkt. Bleiben Sie mal in der Nähe, Adrian. Ja. Und nehmen Sie den Koffer mit raus. Koffer mit raus, ja. Entschuldigen Sie, Frau Mary, dass ich noch mal vorbeischaue, um Ihnen ein bisschen Gesellschaft zu leisten, nicht? Haben Sie denn nichts Besseres zu tun? Was, nichts Besseres, fragen Sie? Für so eine Frau, die so schön aussieht wie Sie, da muss es doch furchtbar sein, als einsame Witwe so allein durchs Leben zu schreiten. Damit muss jede Frau tagtäglich rechnen, deren Mann zur See fährt. Ja, aber Sie stehen immerhin mittellos da, nicht? Da haben Sie recht. Nicht jede Frau in meiner Lage macht einen Hauptgewinn in der Lotterie. Ja, und wie der Kahn mir anvertraute, war ja auch in der Lebensversicherung mit 10.000 Mark, nicht? Ja, das stimmt. Und laut Police werden bei einem Unglücksfall sogar 20.000 Mark ausgezahlt. Ja, und so ein Schiffsunglück ist ja als Unglücksfall zu werten, nicht? Dann habe ich noch das schöne Lokal. Ja, das verpachten wir. Wieso sollte ich das verpachten? Liebe Frau Mary, ich kann es nicht länger verbergen. Sie sollen endlich wissen, was Sie mir bedeuten. Was ich für Sie empfinde. Ja, Alter, wie können Sie schon am frühen Morgen... Geliebte Mary, ich liebe dich. Geben Sie mir doch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Schluss jetzt, da kommt jemand. Och. Sind Sie hier als Putzfrau eingestellt? Lassen Sie den Groschen ruhig liegen, Herr Alder. Der findet sich beim Ausfegen bestimmt wieder. Ola Störenfried. Tschüss, liebe Mary. Penetranter Kerl. Nun, Frau Mary, haben Sie immer noch keine definitive Nachricht wegen Karl? Nein, aber ich bin ganz zuversichtlich, ihn bald heil und gesund wiederzusehen. Oh, Ihr Wort in Gottes Ohr, liebe Frau Mary. Sollte aber eines Tages doch die Nachricht eintreffen. Dass ich Witwe geworden bin, meinen Sie? Wenn, dann gibt es ja jemand für Sie, der Ihnen treu zur Seite steht, der Ihnen Glück und Zufriedenheit und ein ruhiges, sorgloses Leben bieten will. Jemand, der Sie auf Händen tragen will. Das hat er mir auch gerade gesagt. Wer? Herr Aldach natürlich. Aldach? Ja, für den Fall, dass mein Karl auf See bleibt, gedenkt er mich zu heiraten. Justus Aldach? Dem ist das doch bloß um die 50.000 Mark zu tun. Das Geld soll ihn retten. Sein Plünnladen wackelt. Er kann seine Wechsel nicht mehr bezahlen. Warum regen Sie sich denn so auf, Herr Menk? Das ist gar nicht gut in Ihrem Alter. Meine liebe Frau Mary. Um Himmels Willen noch einer. Mary, ich lege Ihnen mein Herz mit großer Leidenschaft zu Füßen. Entschuldigung, Frau Brammer, aber Uli packt Ihre Klamotten, die will abhauen. Uli, was fällt dir denn ein? Ja, Herr Menk, ist es wohl besser, wir reden ein anderes Mal darüber. Ja, gern. Mit Freuden. Über die leeren Weinflaschen im Keller. Ja. Leere Weinflaschen? Wieso leere Weinflaschen? Ja, in Ordnung, ja. Leere Weinflaschen. Wieso
Wo will Uli denn weg? Ja, sie meint, es ist besser für uns, wenn wir uns nicht mehr sehen. Sie können das nicht ertragen. Gehen Sie mal ran, Adrian. Das bestimmt die Brauerei. Blauer Peter Pott? Ja, ich verbinde. Ist für Sie. Die Justizanstalt. Passen Sie auf, die wollen meinen Mann nicht beurlauben. Warum kocht er durchspann auch so gut? Hier, Brammer. Ja, bleib am Apparat. Karl, du? Schön, dass du anrufst. Du bist nämlich eigentlich tot. Ja, tot. Verstehst du das denn nicht? Ja, liest ihr denn keine Zeitung im Kittchen? Also hör gut zu. Kapitän Kuhlmann, sein Schiff ist mit Mann und Maus untergegangen. Ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier los ist. Was? Natürlich kannst du herkommen. Ja, nimmst eine Taxe und alles weitere später. Kuddel, Kuddel, ich freue mich. Sag mal, Uli, du spinnst doch. Du willst doch wohl nicht wirklich abhauen. Uli, Sie wollen mich doch nicht so einfach im Stich lassen. Kann ich länger mit Adrian unter einem Dach leben, Und Frau Brammer? alles wegen diesem verblödeten Namen. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Mal ruhig, Uli, kommen Sie mal. Was wäre denn, wenn Adrian den Namen Brammer hätte? Brammer? Wollen Sie ihn etwa adoptieren, Frau Brammer? Nein, mein Mann. Ja, der ist nämlich schon unterwegs nach hier. Herr Brammer? Herr Brammer lebt? Er ist gesund und munter, sozusagen wieder auferstanden von den Toten. Oh, Frau Brammer, da freue ich mich aber Ist ja schon gut, mein Kind. Nun sollen Sie auch wissen, wer Adrians richtiger Vater ist. Mein Mann, Herr Brammer, ist der frühere Verlobte von Adrians Mutter. So. Und deshalb werde ich nämlich in Zukunft den Namen Brammer tragen. Adrian? Adrian, willst du denn überhaupt noch was von mir wissen? Oh, warum sollte er wohl nicht? Jetzt sind Sie ja auch noch eine gute Partie. Ich habe gestern auf Ihr Konto 3000 Mark überwiesen. 3000? Oh, das ist ja viel zu viel, Frau Brammer. Wenn Sie den Babybong nicht gerettet hätten, hätte ich die 50.000 Mark nicht gewonnen. Oh, vielen Dank, Frau Brammer. Ist ja gut. So, und du machst hier mal klar Schiff. Ja. So, und das hat jetzt ja auch ausgedient. Adrian, ich bin so glücklich. Ich könnte vor lauter Freude nur noch heulen. Nee, Uli, das kommt jetzt echt nicht mehr in die Tüte. Komm. Kuss und ab in die Tüte. Hier hat man nun zum letzten Mal seinen lieben Bruder von Angesicht zu Angesicht erleben können. Jo. Ehe seine Frau ihn dazu überreden konnte, wieder zur See zu fahren. Um in den Fluten der Nordsee den Seemannstod zu sterben. Dafür hat er bei Petrus nun ein ruhiges Leben. So wie mein Freund, der Trompeter Peter Petersen. Halten Rand! Geh lieber und hol einen Handwagen. Gute Idee, Malvine. Abschleppen können wir uns nicht mit all dem Kram. Nun denn. Wollen wir uns nicht erstmal Lütten genehmigen? Hm? Zum Trost? Da habe ich ja wohl nicht richtig gehört, Manuslatje. Nun mal los hier, was stehst du hier nur rum? Nun guckt euch das an, aus betriebstechnischen Gründen geschlossen. Sie hielt es also nicht mal für nötig, auf den Todesfall hinzuweisen. Sie will eben nicht wahrhaben, dass Karl auf See geblieben ist. Sie glaubt, sie braucht sich dann nicht wie eine trauernde Witwe zu verhalten. Na, ganz recht, Friedrich. Das Pussieren mit den Mannsbildern scheint ihr wichtiger als ihre Trauer. Also, Uli, Sie wissen ja Bescheid. Halb Brot, halb Fleisch und auf 20 Frikadellen ein Ei. Sieh an, da seid ihr ja mal wieder. Wollt ihr verreisen? Das wollen wir nicht. Du warst ja wohl verreist bei deiner Freundin in Rheinweg.
Eigentlich müsste man sich ja wundern, dass du es nicht mal für nötig hältst, schwarz zu tragen. Ich? Wieso? Du scheinst nicht zu wissen, Mary, was man unter Pietät versteht. Herzlose Person. Nun ist aber genug. Jetzt werde ich euch mal rein Wein einschenken. Einen Moment, Mary. Was hast du bisher unternommen, um die amtliche Bestätigung zu kriegen, dass dein Mann nicht mehr am Leben ist? Wieso? 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 Fragt sie wieso? Das ist doch äußerst wichtig. Ohne die amtliche Todeserklärung wird keine Versicherung die Prämie auszahlen. Wie wir wissen, war unser Bruder bei der Santana versichert. Mit 10.000 Mark. Sagt mal, was geht es euch überhaupt an, wie hoch Karl versichert ist? Das geht uns sogar sehr viel an. Hat Karl ein Testament hinterlassen? Wieso hinterlassen? Er hat noch nie eins aufgesetzt. Also nicht. Aha. Friedrich, dann sag Mary das mal. Wir waren gestern bei einem Anwalt, um uns genau zu informieren in Erbschaftssachen. In Erbschaftssachen? Habe ich das etwa so zu verstehen, dass ihr erben wollt? Wenn kein Testament vorhanden ist, worin der Erblasser dich zur alleinigen Erbin eingesetzt hat. Und da ihr keine Kinder habt, wirst du dich damit wohl abfinden müssen. Friedrich, lies ihr doch mal das Schreiben von dem Rechtsanwalt vor. Nach Professor Krückmanns gemeinverständlicher Auslegung des bürgerlichen Gesetzbuches betreffs Erbrecht stirbt von einem kinderlosen Ehepaar der Mann, ist die Ehefrau zur Hälfte des Nachlasses als gesetzliche Erbin berufen, während die Eltern und falls diese nicht mehr leben, die Geschwister des Mannes sich die andere Hälfte gemeinsam zu teilen haben. Siehe BGB Paragraph 1932. Und auf den Paragraphen pocht ihr. Wie wird sich das aus der Nase gehen lassen, was ihm zusteht? Deshalb sind wir ja hier, um uns unser Teil zu holen. So, was mein Mann und ich besitzen, das haben wir beide uns aber mühselig selbst erworben. Stück für Stück. Von euch hat doch keiner auch nur einen Finger krumm gemacht. Das hier ist mein Werk. Ihr habt Karl doch immer nur von allem abgeraten. Das hat alles nichts damit zu tun, Mary. Was? Nichts damit zu tun? Jedenfalls darfst du uns nicht daran hindern, dass wir eine vorläufige Bestandsaufnahme machen. Uli, kommen Sie doch mal her. Führen Sie die Herrschaften nach hinten, damit sie sich in aller Ruhe umsehen können. Frau Brammer, das dürfen Sie aber doch nicht zulassen. Lassen Sie die nur alles einpacken, die werden schon nicht weit kommen. Mein Mann muss ja bald hier sein. Dann kann er seine saubere Verwandtschaft mal kennenlernen. Ja, aber die werden doch jetzt alles durchschnüffeln. An das Geld vom Babybon kommen Sie Gott sei Dank nicht ran. Das liegt auf der Sparkasse. Da kommt eine Taxe. Ich glaube, Ihr Mann kommt. Das ist gut, genau im richtigen Moment. Adrian, behalten Sie die Tür im Auge, Jo. damit die da hinten ja nichts merken. Ist kein Mensch hier. Mein Tüdel, was hast du durchgemacht? Ach, mein Kuddel, lass dich erst mal kuddeln. Ja. Wir sind ein bisschen blass um die Nase. Naja, mir fehlt eben das Bier, aber sonst gefällt's mir gut. Das glaube ich, hast ja richtig was zugelegt. Du, Spaß beiseite. Sag mal, was hast du mir am Apparat erzählt? Kapitän Kuhlmann ist mit seinem Dampfer abgebuddelt? Ja, und stell dir vor, keiner von der Besatzung ist gerettet. Mein Gott, da habe ich ja verdammt Glück gehabt. Wäre die Vorladung nicht gekommen, hätte ich bis Timber Kuhlmann angeheuert. Nicht auszudenken. Ich muss dem Richter direkt dankbar sein. Von nun an schicke ich ihm jedes Jahr Weihnachten eine Flasche Cognac. Was sind das für Koffer? Da wollen sie ihre Erbschaft drin verstauen. Erbschaft wer? Deine lieben Verwandten. Im Augenblick sind sie hinten und machen Bestandsaufnahme. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr die deinen Tod beweinen. Hast du sie denn in dem Glauben gelassen, dass Ich sollte doch immer dabei bleiben, mein Mann, der fährt zur See. Soll das heißen, Sie glauben, ich bin auf See geblieben und jetzt wollen Sie die große Erbschaft machen? Na warte, den werde ich zeigen, wo Bartels den Most holt. Nee, gönn ihnen noch ein bisschen den Spaß. Wollen doch mal sehen, wie weit die's treiben. Komm, wir verstecken uns so lange im Clubzimmer. So, die Bollerwagen, die Buten. Na nu? Niemand hier? Dann will ich mir erstmal zum Trost so Lütten genehmigen. Ne? So, jetzt packen wir das erstmal alles hier hin. Machst du doch mal ein bisschen Platz. Ja. So, und dann wird alles geteilt. Aber ehrlich und gerecht. Der Getränkebestand gehört auch zur Erbmasse. Also, den nehme ich.
Den kann unser Sohn noch gut tragen. Oh, Quatsch! Da passt der lange Lulatsch doch gar nicht rein. Ja, aber dann den Mantel hier. Nee, den kriegt mein Mann. Her damit. Dann beanspruche ich aber alle Oberhemden. Alle? Das könnte dir so passen. Es wird alles gleichmäßig verteilt. Das wollen wir doch mal sehen. Die Hemden hier, die Hemden krieg ich. Oh, Finger davon! Oh, meine Zeit bist du raffgierig. So, und die Hose gehört mir und damit basta. Diese hier kriegst du aber nicht. Ach, das wollen wir doch mal sehen, ne? Also in her! Sag mal, Amandus, was treibst du da eigentlich? So, ich habe das hier schon alles mal so ein bisschen gleichmäßig aufgeteilt. Das alles gehört dir da. Was erlaubst du dir? Mir als Karls Bruder steht wohl die größere Hälfte zu. Karls Geist! Das ist kein Geist, der steht da wahrhaftig. Kuddel. Karl! Hast recht, Philipp, ist kein Geist. Ist Kuddel, unser Karl. Karl, du lebst? Du bist gerettet, Karl? Als einziger gerettet? Sag doch was, Karl, damit man auch hört, dass du lebendig bist. Du machst einem ja Angst und Bange, wenn du so stumm dastehst. Sag doch mal ein Wort, Karl. Ich verstehe das alles nicht. Verdammtes, raffgieriges Pack! Oh, Herr Brammer! Die Sachen kommen sofort wieder dahin, wo ihr sie hergeholt habt. Ihr Erbschleicher! Lass mal, Karl, das kann Uli machen. Ist schon in Ordnung, Frau Brammer. Was soll das, Karl? Wir wussten doch gar nicht. Bedenke, wie viel Tränen wir um dich vergossen haben. Mir meist die Augen um dich ausgeweint. Aber ich lebe, hört ihr, ich lebe. Ja, das stimmt. Nur weiß ich auch, was für mitfühlende Verwandte ich hab. Karl, wie sprichst du denn mit uns? Wir waren doch überzeugt, dass du nicht mehr am Leben bist. Und dann steht uns unser Erbteil zu. Wenn der Ehemann kein Testament hinterlassen hat und die Kinder und die Ehe kinderlos geblieben ist. Also gut. Mary, heute noch setze ich ein Testament auf. Und was die Kinderlosigkeit betrifft, seit heute haben wir einen Sohn. Ja, Karl, dein Sohn. Das Kind deiner Verlobten, Emmy Stübens. Du weißt von der ganzen Ja, er ist hier. Ich habe ihn als Kellner eingestellt. Adrian, komm doch mal. Ja, Karl, so sieht aus, dein Sohn. Das ist mein Sohn. Ja, das können die Akten beweisen. Ich habe kürzlich jemanden kennengelernt, der ihn verdammt ähnlich sieht, aber der hieß nicht Adrian. Ja. Auf jeden Fall haben wir mit Adrian, der nun ja auch mein Sohn ist, einen großen Glückstreffer gelandet. Den zweiten sozusagen. Den ersten hat mir Malvine verschafft. Auf den Babybon, den sie mir zum Geburtstag geschenkt hat, habe ich viel Geld gewonnen. Und dafür danke ich dir, liebe Schwägerin, von ganzem Herzen. Soll das heißen, Mary, dass du was gewonnen hast? Auf den Bon? Das kann man wohl sagen. 50.000 Mark. Gott, was bin ich für ein Döskopf! Das kann man wohl sagen. Haltet mich fest. Haltet mich fest. Sonst hau ich hier noch alles in Dutt. Hey, tob dich zu Hause aus. Da bin ich verrückt. Was an der ganzen Sache? Bist überhaupt nur du schuld, Manus? Ach so, jetzt krieg ich wohl wieder die Schuld. Ja, ne? warum hast du den damals den Babybon andrehen lassen? Und weißt du, was du bekannst? Halt den Rand! So, einer ist draußen. Na und ihr? Soll das etwa heißen, ihr wollt uns los sein? Richtig, Friedrich. Und vergiss die Koffer nicht. Das langt. Komm, Languste. Guste. Und sowas muss man sich bieten lassen. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Wartet auf mich! Ich krieg vor Aufregung keine Luft mehr. Lass du dich von deinem Mann auf dem Handwagen nach Hause fahren. Wir sind geschiedene Leute. Oh Gott. Mütze. Neffe!
So, darf ich dich jetzt zur Tür begleiten, liebste Tante? Tante? Lümmel! Ja. So, Mary, mit der Sitzschaft ist nun endgültig Schluss. Ja, du hast ja uns, Karl. Frau Brammer, ich habe alles wieder in Ort und Stelle gebracht. Und eine Schwiegertochter ist auch schon in Sicht. Hat sich was mit Schwiegertochter. Mit dem Namen von meinem Stiefvater, da kann ich ja nun das Aufgebot nicht bestellen. Warum nicht? Lach nicht, Karl. Der arme Kerl hat mit dem unmöglichen Namen schon genug Ärger und Spott ertragen müssen. Du hast recht, Mary. Ab sofort bist du Brammer Junior und morgen bringen wir deine Papiere in Ordnung. Hast du gehört, Uli? Ja, da können wir ja morgen schon Verlobung feiern. Was heißt hier morgen? Das geht sofort los. Ich will auch was davon haben. Ja, alle Mann! Ran an die Bahn! Becky war ein Seemann,